Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, weitermachen wir im Text. Wir behandeln heute Teil 14 vom Blauer Eierbärchen. Bevor wir da reingehen, eine kleine Entschuldigung meinerseits. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, wie das läuft, wenn man irgendwie auf YouTube Video hochlädt, das monetarisiert ist, die hauen aber abartig viel Werbung da rein. Und im Normalfall nehme ich ungefähr 2/3 oder 3/4, sowas in dem Bereich von dem, was YouTube da gerne drin hätte an Werbeunterbrechungen, nehme ich raus. Das muss man händisch machen. Also ich kann das jetzt nicht einstellen, dass ich sage, hey, ich hätte gern, wenn ich ein Video hochlade, dann automatisch alle 10 oder 15 Minuten irgendwie eine Werbeunterbrechung drin, sondern das muss ich dann händisch machen. Ne? Und ich habe das vergessen bei einem meiner letzten Videos. Und ihr habt mich da zu Recht darauf aufmerksam gemacht in den Kommentaren, dass das natürlich überhaupt nicht geht. Das war einfach too much an Werbeunterbrechungen. Ich werde in Zukunft schauen, dass ich da mehr drauf achte und auch die, bevor ich es dann öffentlich stelle, schaue, dass die Werbeunterbrechungen auf einem Maß sind, wo ich damit leben kann und das ich für in Ordnung halte. Gut. Aber nichtsdestoweniger gehen wir jetzt rein. Teil 14, Taxi für 70 Euro, aber kein Geld für Essen. So kennen wir unseren Reini. Ne? Prioritäten setzen. Wir wissen, wenn er 60 Euro verdient, gibt er von den 60 Euro 100 Euro für ein Computerspiel aus. Deswegen, ja. Wissen wir auch, wo seine Schulden herkommen. In diesem Sinne, hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Wir gingen einer. In einer. Ich mache mir noch Sorgen, welche uns am Wochenende, wenn du herkommst. Ich habe wirklich nicht mehr viel da. Kannst du vielleicht ein bisschen Soßenfix mitbringen? Er sucht ihm einen Rat. Ich habe nicht gesagt, dass ich nichts über habe. Ich habe Nudeln hier. Ich habe noch ein ganz kleines bisschen Gemüse hier und eine Bekannte schickt mir demnächst noch ein Paket im Laufe dieser Woche. Es wird ja auch bis spätestens Samstag ankommen, hoffentlich spätestens Montag. Ja, und das macht euch bitte einmal allen. Es ist wild. Es ist wirklich wild. Nicht nur Zucker musst du mitbringen, sondern es ist auch Soßenfix und am besten noch andere Lebensmittel. Und ich begreife es nicht. Wer kennt sie nicht? Die Mitte 30-Jährigen, die voll im Leben stehen und die darauf angewiesen sind, dass ihnen ihre Dates, die sie im Internet kennengelernt haben, dass die ihnen Soßenfix mitbringen und Zucker und Essen oder halt irgendwie hier diese Mara. Ich weiß nicht, ob er mit der immer nur was zu tun hat. Aber rein von der Zeit her, die vergangen ist, wahrscheinlich nicht. Und nach einer gewissen Zeit wendet sich jeder von ihr ab, das kennen wir. Es ist sicher wie das Amen in der Kirche. Aber dass er zu dem Zeitpunkt auch wirklich auch darauf angewiesen war, dass die ihm, was auch immer die geritten hat, dass sie gesagt hat, sie unterstützt jetzt einen Reini, dass die ihm dann Fresspakete schickt, weil er ansonsten nichts mehr zu fressen hat. Ist wild. Und beim Uber habe ich notfalls auch immer was hier. Das Problem ist, ich kriege momentan monatlich kein Geld. Die letzte Kohle, die ich bekommen habe, die ist für die Miete draufgegangen und ich zahle monatlich etwa 350 Euro Miete. Und von dem Restgeld, ich habe auch noch andere Sachen zu zahlen, zum Beispiel mein Netflix, wobei das jetzt nicht unbedingt wichtig wäre. Mein Netflix, das bisschen an Essen und Trinken, was ich im Uber geben muss. Das bisschen an Essen und Trinken, Reini, wir wissen, dass du knapp 500 Euro im Monat verfrisst. Obwohl in Zwischenzeit, jetzt ist natürlich, der Rubel rollt nicht mehr im Hause Winkler. Ich nehme schon an, dass er zwar immer noch dieselbe Menge an Kalorien frisst, das Ganze aber natürlich
deutlich günstiger, ne? Gezwungenermaßen. Ich nehme an, dass Uwe losmeddelt und zum Discounter geht und da halt, ne, preis-leistungstechnisch so viel Kalorien für so wenig Barne wie möglich in den Einkaufswagen packt. Ja, und daheim kommt das irgendwie mit heißem Wasser in den Eimer und dann kommt das in den Trog. Ne? Und ab und zu kommt mal ein Bärchen vorbei, bringt Zucker mit und ein paar Fixtüten. Und wenn ein ganz toller Tag ist, kommt ein Care-Paket von Mara. Ich hatte am Montag über 70 Euro ausgegeben, weil ich mit dem Taxi nach Plauen wegen dem Ding gefahren bin. Hier ist halt auch jenseits von Gut und Böse deppert, Rainer. Du musst da nicht mit dem Taxi hinfahren. Da fahren mit Sicherheit Busse oder Bahnen oder sonst irgendwas. Ich weiß, ländliche Gegend am Arsch der Welt, da fährt der Bus vielleicht in der Woche einmal pro Stunde, aber das ist zumutbar für jemanden, der arbeitslos ist, ne? Um zum Jobcenter zu fahren. Kannst du den Bus nehmen. Das kostet dann, was weiß ich, hin und zurück 5 Euro, 6 Euro. Wenn es hochkommt. Aber 70 Euro fürs Taxi, um dann da zum Jobcenter zu meddeln, ist halt auch wieder sowas. Und ich habe noch keinen Bewilligungsbescheid vom Jobcenter bekommen. Für meine Kohle. Ganz ehrlich, ich wette was. Der ist da aufgeschlagen, der hat sich vom Taxifahrer noch irgendeine Quittung ausstellen lassen und ist dann da aufgeschlagen und hat denen die Quittung auf den Tisch gelegt und hat erwartet, dass er das Geld sofort wieder kriegt. Wollen wir wetten, dass so abgelaufen ist? 100%ig. Und als die ihm gesagt haben, Herr Winkler, der Bus fährt hier für 2,50 Euro her, das hätten wir Ihnen vielleicht noch erstattet, aber ich zahle Ihnen jetzt nicht, ich gebe Ihnen jetzt nicht 70 Euro fürs Taxi von Sobis nach Plauen. Ich glaube, dass bei Erna irgendwie im Oberstübchen brennt. Sobald ich das bekomme, kriege ich wahrscheinlich, wenn es gut läuft, 3 Monate, April, Mai und Juni, oder zumindest April und Mai, müsste ich eine Rückzahlung bekommen, beziehungsweise ich kriege vielleicht sogar mit Glück das Geld mit Glück bekomme ich sogar das Geld vom, Rainer, hör auf zu zocken, wenn du mit der Frau redest. Das ist ja unausstehlich, ist das. wie sagt man, das Geld vom Taxi wieder zurück. Aber das habe ich halt im Moment noch nicht. Er will tatsächlich dieses Taxigeld wieder zurück. Rainer, das kannst du komplett abschminken. Rainer, das kannst du dir komplett abschminken. Solange es. Ich weiß nicht, ob die Behörde, ne, verpflichtet ist, Anreise- und Abreisekosten, also dass du da hinkommst und wieder heim, zu erstatten. Wenn du da einen Termin bei denen hast, das weiß ich nicht. Das kann gut möglich sein. Aber mit Sicherheit nur mit dem günstigstmöglichen Mittel. Ne? Und das wäre in dem Fall höchstwahrscheinlich der Bus. Ne? Den erstatten sie dir, dann kriegst du vielleicht 5 Euro zurück. Oder vielleicht kriegst du auch nichts zurück, weil normalerweise müsstest du dann halt ihm das Ticket vorlegen. Da du ja kein Busticket hast, weil du nicht mit dem Bus gefahren bist, kriegst du wahrscheinlich gar nichts zurück. Und womit, Rainer? Mit Recht. Im Moment bin ich auch darauf angewiesen, dass meine Bekannten mir ab und zu mal ein bisschen unter die Arme greifen. Also klärt mich bitte nochmal auf. Aber Er ist darauf angewiesen, dass seine Bekannten ihm unter die Arme greifen. Oh, schau, Ofi zeigt jetzt hier gerade, wo der Bus fährt. Na, da wäre der Bus gewesen. Ne? Von Sobis nach Neuensalz. Ne? Oder? Nee, warte mal. Sobis, Neuensalz. Ja, auf jeden Fall hätte er mit diesem Bus fahren können. Dann wäre er nach Plauen gekommen. Schauen wir mal. Da sind wir. Mein Bekannter hat gemeint, dass die am Donnerstag ein Paket losfliegt. Das ganze Essen, was ich hier habe, das habe ich alles nur deswegen gehabt, weil der Bekannte mir ein Paket geschickt hat mit Essen.
Und du musst es mal so sehen, ja, wenn ich alleine bin, ja, okay, dann habe ich halt mein Essen oder ich esse auch meinen ganzen Tag über gar nichts. Schade. Ja, wir kennen diese Tage von Rainer, in denen er immer nie was gegessen hat. Wir kennen das. Er hat ja immer erzählt, wo er überall nichts gegessen hat. Laut Rainers eigener Aussage ist der ja komplett magersüchtig. Der müsste komplett einfach nur noch Haut und Knochen sein. Er hat nie was gegessen. Nie. Er isst ja eigentlich nicht. Wo die 250 Kilo und das Wasser in den Beinen herkommen, kann er sie auch nicht erklären. Bei mir ja nicht. Aber bei dir ist es so, wenn du auch hier, aber du musst mal bedenken, wenn du auch hier bist, dann muss ich ja für dich und für mich kochen. Ich habe jetzt mit meinem Mistplay, wo ich am Gamen bin, gestern Abend schon den Gutschein eingelöst. Der müsste spätestens morgen verfügbar sein. Das heißt, wir können uns morgen theoretisch gesehen was zu essen bestellen für 20 Euro. So, ja, er hat ja, das ist auch wild. Er hat ja irgendwelche Seiten, wo er angemeldet ist, wo er praktisch so Lieferando-Gutscheine, glaube ich, oder sowas sich erspielen kann, wenn er bestimmte Spiele dann spielt. Ist wieder so ein klassisches, keine Ahnung, Daten gegen kleine Zuwendungen. Tauschgeschäft. Und ich glaube, dass er das sieht wie eine richtige Arbeit auch. Ich glaube, das ist harte Arbeit bei ihm. Dass er sich da hinsetzt und dann irgendwas grindet für 1, 2 Stunden und dann rechnet er sich aus, wie lange und wie oft er das machen muss, damit er sie dann irgendwie für 20 Euro was bei Lieferando kommen lassen kann. Geilo. Richtig gutes Leben, Rainer. Wissen wir Bescheid. Weil ich den Gutschein von Mistplay habe. Mistplay. Nomen ist Omen, mein lieber Rainer. Ein klasse Spiel, leider ab einem. Ah, hier hat er. Das sind die Rezensionen. Das ist, glaube ich, was Rainer geschrieben hat. Einem bestimmten Punkt, ab etwa Stufe 10, 15 Level des Supermarktes, verbuggen sich oft meine Angestellten und Kunden an den Regalen. Verbacken hat er groß geschrieben. Außerdem geht eines der kleinen Kühlregale nicht den Preis einstellen. Ich empfehle daher, die unteren beiden Slots mit dem gleichen Artikel zu füllen, weil man so nur einen Preis ändern muss und beide sich anpassen. Ich kann auch herzlich den Bürgergeld-Simulator empfehlen. Dort kann man einen stark übergewichtigen, triebgesteuerten Mann ohne Arbeit und Ausbildung spielen, welcher sich gerne an Frauen im Schlaf vergreift. Er wurde von seiner Familie verstoßen, hat keine Freunde und mit 34 besteht sein Leben daraus, den ganzen Tag den Maulwurf zu würgen, Erwachsenenfilmchen zu gucken und Videospiele zu spielen, während andere im gleichen Alter bereits die ersten Kinder haben, vermutlich verheiratet sind, fest im Leben und ihrem Job stehen und so weiter. Aber will nicht zu viel vom Spiel spoilern. Großartiger Kommentar. Großartiger. Ich finde das super. Solche Sachen mag ich wirklich gerne, die wirklich originell sind, ne? Wo sich jemand was überlegt hat und es passt so wie die Faust aufs Auge. Es gibt halt wirklich auch einfach für jeden Dreck irgendeinen Simulator inzwischen Zeit, irgendwie, keine Ahnung, Goat Simulator und sowas. Und ja, warum soll es den nicht geben? Dann ausspielt. Aber ich habe damit angefangen, aber das Problem ist, ich kann das nicht machen, weil die gleichen Spiele, die bei empfohlen.de sind, auch bei Mistplay sind. Und wenn ich die bei Mistplay schon gestartet habe und schon ein Level oder was gemacht habe, dann gilt es bei empfohlen.de nicht mehr. Und unabhängig davon spielt das keine Rolle, wo ich das mache. Weil letzten Endes kommt die Kohle ja trotzdem rein. Ladies and Gentlemen, letzten Endes. Ja, er hat sich auch probiert, also bei einer anderen Seite das nochmal zu machen. Es scheint ja mehrere Seiten zu geben, die das anbieten. Dass er sich praktisch sein ganzes Ressi nur dadurch finanziert, dass er dann irgendwelche Games am Zocken ist. Richtig. Beim Mistplay habe ich 40 Euro bis 80 Euro im Monat. Ja, ich habe 40 bis 80 im Monat. In einem ganzen Monat. Das heißt, ich habe etwa 20 Euro mehr als du. Der wird jetzt geflext,
auf welcher Internet-Battle-Seite man mehr Restgutscheine bekommt, wenn man denen alle Daten übermittelt, die man so hat. Geil. Da hat er 20 Euro mehr als sie damit. Rainer, wenn du richtig arbeiten würdest, könntest du in der Zeit deutlich mehr wie 80 Euro verdienen, glaube ich. Ja, liebes Jobcenter, bitte einmal genau hinhören, was... Ja, ich weiß nicht, ob da das Jobcenter verantwortlich ist. Würde ich jetzt so eng nicht sehen, ne? Also, dass man sagt, Leute, die Bürgergeld bekommen, wenn sie sich dann über sowas irgendwelche Gutscheine erspielen. Ne? Sehe ich jetzt nicht so eng. Dass man deswegen irgendwelche Leistungen kürzen muss, weiß ich nicht. Grenze drüber, die er pro Monat dazu verdienen darf. Ja, aber Schatz, rechne doch mal. Du hast gesagt, du hast 30 Euro in einem halben Monat. Wie viel hast du dann im ganzen Monat? 60 60. Euro eine. Und ich habe etwa 80. Das sind 20 Euro mehr, als die du hast. Ja, geil, Rainer. Wunderbar. Könnte er gleich anfangen hier mit der Familienplanung. Das Finanzielle ist jetzt abgedeckt, offensichtlich. Sie hat 60, du hast 80 Euro durchs Daddeln erbettelt im Internet einwandfrei. Ihr könnt hier, wenn ihr dann Kinder habt, könnt ihr denen auch gleich noch Accounts machen. Ja, dann können die auch noch Gutscheine erspielen im Monat. So, dann ist doch das alles gar kein Ding nimmer. Außerdem sage ich dir gerade, ja, es bringt mir nichts. Ich kann das ja nicht benutzen, das empfohlen.de, weil ich Mistplayer, weil ich die Spiele ja auf Mistplay spiele und dann geht es nicht, da bekomme ich keinen Cent dafür. Ich habe das schon ausprobiert beim empfohlen.de. Ich habe ein Zweithandy, ich habe sogar ein Dritthandy. Ja. Kein Geld, um sich was zu fressen zu kaufen. Er muss bei Uwe pumpen, das Bärchen muss was mitbringen, er muss im Internet irgendwelche Sachen spielen, um Gutscheine dann von denen zu bekommen. Habe ich was vergessen? Ihr Mara muss ihm Fresspakete schicken. Dafür hat er alles kein Geld. Aber für so eine Scheiße geht wieder die Kohle raus. Ich habe ein Zweithandy, ich habe sogar ein Dritthandy. Mit dem Tablet Und ein Tablet. habe ich sogar 4. Geil, oder? Ein Zweithandy, ein Dritthandy und ein Tablet. Aber nichts zu fressen im Haus. Geil. Ja, klar. Ja, na klar, was so ein Bürgergeldempfänger ist, der kein Geld für Essen hat und sich von Freunden und Uwe durchfüttern lassen muss? Ja, na klar. Überlegt euch mal dieses Gefälle, dass er sagt, er hat ein zweites und drittes Handy und das Tablet, aber er weiß nicht, wie er sein Essen kaufen kann. Ich kann nur wiederholen, Finanzen bei Reini ist einfach ein riesengroßes Chaos. Kannst du nicht schwarz irgendwas für Uwe arbeiten oder für Leute im Dorf? Halt so bei Kleinigkeiten helfen? Ja, das ist ein schwieriges Thema, liebes Bärchen. Das ist ein sehr schwieriges Thema, weil da müsst ihr nämlich tatsächlich arbeiten. Da müsst ihr rausgehen, da müsst ihr... schwierig. Es geht ja rein dabei bei dieser ganzen Arbeitsvermeidung nicht wirklich darum, Steuern zu vermeiden. Liebes Bärchen, es geht ihm darum, die Arbeit an sich zu vermeiden. Für richtige körperliche Arbeit, so viel Geld könnten die ihm gar nicht geben. Auch wenn das vollkommen steuerfrei kriegen würde. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Keinen Handgriff macht der Mann. Hat's. Jetzt, oh. Schatz. Jetzt bin ich gespannt auf die Ausrede. Warum das jetzt halt wieder nicht geht. Solche Sachen musst du beim Jobcenter angeben, ne? Ja, Rainer, sowas muss man beim Jobcenter angeben. Man muss beim Jobcenter im Übrigen auch angeben, wenn man mit seiner Partnerin zusammen in einer Wohnung, in einer sogenannten, wie nennt sich das? Bedarfsgemeinschaft lebt. Das muss man beim Jobcenter auch angeben, wenn man mit der Person zusammen ist, mit der man da wohnt. Aber du willst ja das Jobcenter dadurch bescheißen, dass ihr behauptet, ihr seid gar nicht zusammen, sondern ihr
ihr macht da eine WG. Aber bei sowas, wenn es ums Arbeiten und was dazu verdienen geht, da heißt es dann, oh, das kann ich nicht machen. Ich bin ja, ne? Muss ich ja beim Jobcenter sonst angeben, weil ich bin ja kein Verbrecher. Wild, Rainer. Wild. Ist dir klar. Will ich dir nur sagen, ne? Sowas musst du beim Jobcenter angeben. Wenn du sowas Geld verdienst zusätzlich. Ja, Reini, weiß ich nicht. Das wäre, glaube ich, für dich nicht die große Hürde. Die Hürde ist tatsächlich, dass du dann arbeiten müsstest. Ne? Also, Steuern hinterziehen hinterher, aber es wäre trotzdem insofern ehrliche Arbeit. Also, er tut irgendwas und bekommt dann dafür eine Entlohnung. Das geht überhaupt nicht. Rainer muss das Geld so bekommen. Du kannst einen bestimmten Betrag im Monat, ja, da brauchst du gar nicht machen. Da kannst du ein paar Euro pro Monat dazu verdienen, ohne dass es auf dein Jobcenter-Geld Einfluss nimmt, aber du musst das angeben, sowas. Da musst du transparent sein. Sonst kriegst du Probleme. Rainer, weißt du, was du für Probleme kriegst, wenn du mit deiner Partnerin in einer Wohnung wohnst und dem Jobcenter vorlügst, ihr wärt nur eine WG und keine Partnerschaft? Und das kommt raus. Weißt du, was du dann für Probleme kriegst? Also nochmal zurück zum Ding. Ich habe noch einiges an Nudelzeug da, aber kannst du ein paar Soßen mitbringen vielleicht? Da reicht so ein Fix, so ein Soßenfix. Kannst du in so einer Tüte, ne? Kannst du einfach mitbringen. Dann haben wir auf jeden Fall übers Wochenende genug zu essen. Und Nudeln mit Soßenfix, der alte Romantiker. Soßenfix, das sie selber mitzubringen hat, weil ansonsten gibt es trockene Nudeln. Vielleicht mit ein bisschen Butter und Salz dazu. Und ich habe Reis da, ich habe Nudeln da, ich habe noch Sojasauce da und der Uwe hat unten ein Hähnchen. Gegebenenfalls lass ich mir von ihm halt ein Hähnchen geben, dann kann ich ein Hähnchen mit reinschneiden. Lass ich mir von ihm ein Hähnchen geben, meinst du, das kriegst du umsonst, oder? Ah, das ist gleich wieder. Uwe ist ja schon fester Bestandteil der langen Liste der Gläubiger. Da kommt es um so ein halbes Händel an immer drauf an. Und ein paar Zwiebeln und sowas ist ja auch immer da. Also zu essen kriegen wir auf jeden Fall was zusammen, aber es wäre cool, wenn du ein paar Soßen mitbringst, so ein bisschen Tütenfix irgendwie. Pilze magst du ja nicht, aber vielleicht kriegst du so einen Senfsoßenfix oder sowas her. Ich muss. Wilde Scheiße einfach. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, seit wann ich mit so einem Fixtütchen nicht mehr gekocht habe. Das ist lange her. Weil es einfach viel geiler und kaum mehr Aufwand ist, sein Essen selber zu würzen, wenn man ein bisschen Ahnung hat, was schmeckt und wie viel man von was braucht. Das ist überhaupt kein Hexenwerk. Für daheim hobbykochmäßig langt das Vollgas und es ist viel geiler, als wenn du da anfängst mit diesen Fixtüten da irgendeinen Schlangenfraß zusammenzupanschen. Ja gut, morgen bist du aber ja schon vormittags unterwegs. Nehme ich an. Naja, aber da kommst du ja bestimmt in irgendeinem Laden vorbei, oder? Hast du schon nachgeschaut, wann du los musst? Oder los willst? Ja, es ist aber immer sinnvoller, wenn du das Vorfeld schon mal deine Route planst, ne? Weil sonst hast du das gleiche Problem wie beim letzten Mal. Zumal teilweise immer wieder Unwetterwarnungen sind, ne? Dass du dann irgendwo wieder feststeckst. Das ist Clicker Hero. Ich freue mich schon. Ja, es ist Clicker Hero. Haben wir es am Anfang gesagt, dass er wieder irgendwas dattelt? Ja, er spielt Clicker Hero, während er mit ihr telefoniert. Ne? Ich morgen im Arm zu halten und endlich mal abzuknutschen von oben bis unten. Hast du gestern noch gemacht, worum ich dich gebeten habe? Okay. Was? Ich habe jedenfalls gestern an dich gedacht, als ich es mir gemacht habe. Mal schauen, was Ofi dazu sagt. Ach nein, nicht ein Gespräch ohne solche Anspielungen und Widerlichkeiten. Nochmal, er spricht dazu der Frau, die er im Schlaf ja gegen ihren Willen angepackt hat. Und er sagt ihr nun allen Ernstes, dass er es sich gemacht hat, als er an sie gedacht hat.
Nochmal, ich will nicht wissen, was er da noch alles in dieser Nacht gemacht hat, als sie auf dem Sofa tief geschlafen hat. Mhm. Na klar. Hab mir vorgestellt, wie es sich angefühlt hat, dich in meinem Arm zu halten, mit meiner Hand über deine Brüste zu streichen. Ja, und das schießt hier wirklich den Vogel nochmal ab. Hier prahlt er sogar nochmal damit, dass er sie angepackt hat. Es ist wild. Es ist wirklich wild. Er kriegt es nicht auf die Kette, erstens nicht diese Widerlichkeiten vom Stapel zu geben, permanent, und zweitens kriegt das nicht auf die Kette zu checken, dass diese Frau angewidert ist, dass, was er da überhaupt getan hat. Es ist ihm vollkommen, es ist immer ein vollkommenes Rätsel, warum irgendjemand auf die Idee kommen könnte, dass das nicht in Ordnung war. Und er kommt jetzt wieder auf dieses Thema. Und wahrscheinlich hat er genau an die Situation gedacht, jetzt hier, wo er vorhin erzählt hat, ne, was er nicht alles tut. Unglaublich, wirklich. Wie kann man nur so sein? Also zum einen, sowas überhaupt zu machen, wenn eine Frau schläft, die ihn vorher weggedrückt hat und keine Intimität mit ihm wollte, anzupacken und dann noch damit hier zu prahlen, dass er daran denkt, wenn er es sich macht. Was ist das für ein Mensch, der solche Gedanken hat? Einfach unglaublich, wirklich. Da fehlen einem wirklich die Worte. Das ist alles. Morgen werde ich das gleich mal umsetzen. Ich weiß nicht, ob meine Kondome überhaupt noch alle haltbar sind, aber normalerweise schon. Oh, die Kondome noch haltbar. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob deine Kondome noch haltbar sind, aber ich würde mal schätzen, nein. Ich nehme an, du hast dir irgendwann mal Kondome gekauft, du hast sie nie benutzt. Und das sind immer noch die Kondome. Und die sind halt jetzt wahrscheinlich nimmer gut. Ne, weil hier so ein Material ist ja auch das, ne? Ach, und übrigens, ne, dir ist klar, ne, dass deine Sachen beim Uwe auch auf meine Rechnung gehen, ne? Also nur, dass du Bescheid weißt. Die Sachen. Also wenn sie jetzt beim Uwe unten trinkt, dann geht das auf deinen Deckel, Rainer, oder? Ja, ich weiß nicht, das wär auch eigentlich das Mindeste, wenn sie schon zu dir fährt auf eigene Kosten, dir noch einen kompletten Wocheneinkauf mitbringen soll und so weiter und so fort, weißt? Hat mal der Uwe ja gesagt, dass ich dir sagen soll, dass du notfalls mehr Geld mitbringen sollst. Ach so, ja, okay, es geht doch nicht auf ihn. Also es geht auf seinen Deckel, aber er will schon, dass sie das bezahlt. Ja. Die Welt ist leider teuer. Wir machen mal was essen gehen. Wir können ja später nochmal telefonieren, wenn du magst. Bis später. Tschüss. Ja, genau. Und deswegen hat der Uwe gesagt, sie solle Geld mitbringen. Ne? Ja, Uwe hat das gesagt vor allem. Uwe hat gesagt, sie soll Geld mitbringen, nicht Reini. Reini hat das nicht gesagt. So ein Krampf. Weil Leute, wir sind jetzt erst bei einer halben Stunde. Ja, easy, warte mal, da mach ich jetzt Pause, da hängen wir Part 15 auch gleich noch hinten dran. So ein Ding ist es nämlich. So, da sind wir schon. Part 15. So viele Frauen und so wenig Zeit. Da bin ich gespannt, wie Reiners Hosenbund Mitte Juni ist das wohl aufgenommen worden. Ne? Hi. Ja, aber mich regten die Hater gerade auf. Kelsey-Pries, Rainer. Kelsey-Pries. Aber ich habe neulich, gestern habe ich mir das angehört, Alter. Ich hab mich beäumelt vor Lachen. Da ging es um die Cola-Bärchen-Geschichten, ja, die Secret Service und der Bewährungsversager momentan auch machen. Und die Sachen werden ja vorgelesen, also die WhatsApp-Verläufe werden vorgelesen. Und der Typ, der den Reini vorliest, der Ton, den er, als wenn er sowas vorliest wie, ja, es sind wieder Spastis da. Es ist großes Kino. Es ist großes Kino. Ganz ehrlich, wie sie das eingelesen haben, ich möchte nicht wissen, wie lange das gedauert hat, weil die jetzt zwischendurch Quiz ein paar Mal sauber zerrissen. Ach, den ganzen Tag wirklich irgendwelche beschissenen Anrufe und Nachrichten. Die haben heute richtig an der Waffel. Ganz ehrlich, ich wäre gespannt, ob jetzt tatsächlich gerade sowas wie diese Anrufe und die Besuche und sowas
welchem Ausmaß das zurückgegangen ist, seitdem er jetzt aus dem Netz heraus ist. Also er hat ja jetzt wirklich, was haben wir denn jetzt, September, fast Oktober, kurz, halbes Jahr ist er jetzt weg. Ne? Und so lange war er bisher ja noch nie weg. So lange war er noch nie weg, seitdem er angefangen hat. Klar kommt er wieder. Ne? Also, sagen wir mal, wenn der bis in einem Jahr immer noch nicht wieder aufgetaucht ist, dann fange ich es vielleicht an zu glauben. Aber, Leute, der kommt wieder, aber 100%ig. Es geht schon den ganzen Tag so. Ich kriege alle 10 Sekunden einen Anruf. Deswegen habe ich vorhin geschrieben, bitte über WhatsApp schreiben. Oder über Discord, meine ich. Ich habe schon über Monate hinweg eigentlich keine Nachrichten mehr aufs WhatsApp bekommen. Ganz selten mal, dass es eine ist. Ich habe bestimmt schon 100 Leute gebannt. Ja. Gestern oder was habe ich eine bekommen? Und seitdem kriege ich jetzt ja die ganze Zeit Nachrichten. Psychopathen, naja. Das mag schon sein, es ist trotzdem nervig. Das ist seit Monaten immer so schlimm gewesen. Ich weiß nicht, woran das lag, dass es gerade dann an dem Tag wieder so schlimm geworden ist. Aber irgendwas wird er gemacht haben. Mitte Juni. Habe ich gerade nicht auf dem Schirm, was da war. Das habe ich die ganze Zeit gemacht und es ist immer wieder mal eine einzelne passiert und trotzdem ist es nie so ausgeartet in den letzten Monaten, im letzten halben Jahr. So, und diese erste Szene hier hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwo in einem... Jetzt sagen wir mal, schauen wir mal, was keine Ahnung, weil der Ausschnitt hier war jetzt bei uns langweilig und nichtssagend für mich. Schauen wir mal, was Ovi dazu sagt. Video drin, weil er sich so aufgeregt hat über Nachrichten und Anrufe. Und das passt jetzt gerade sehr gut zum aktuellen Thema, denn vor kurzem, ich glaube gestern, gab es wohl eine neue Konversation hier zwischen einem Fan und Reini über WhatsApp, die ich euch mal einblenden werde und die lassen wir uns auch mal vorlesen. Wir hören da mal rein. Widerlicher Typ, berührst Mädchen, während sie schlafen, ohne dass sie das wollen? Schämst du dich nicht? Weißt du was, du blödes A-Loch? Du glaubst irgendwelche F-Zen, die mir vorlabern. Sie lieben mich, um an Fotos zu kommen und Lügen über mich verbreiten. Ich finde es lustig, wie, ne? Erst Ewigkeiten erzählt wird, und wie toll sie nicht ist und hin und her und, ne? Und dann wird das geleakt. Ja, alles hier Fotzen außer Mutti. Und du schreibst, ich bin widerlich, wo du mich nicht kennst und mich unter der Woche nachts nach 1 Uhr anschreibst. Wer ist hier widerlich, du dummes A-Loch ohne Hirn? Lern erst mal denken, bevor du kleines A-Loch die Fresse aufreißt. Ich find's brutal. Und wenn du mir etwas auf die Eier gehst, zeige ich dich wegen Verleumdung an, übler Nachrede und, weil das sicher in Telegram landet, wegen Veröffentlichung vertraulichen, persönlichen Wortes. Denken dann. Reden oder schreiben du Wegser. Ach, ja und noch was. Dumm ist der Dummes tut. Ja, danke, Forrest Gump. Forrest Gump ist eine Blitzmerke im Vergleich zu Reini, das wissen wir alle. Aber es ist so geil. Erstens, wie ihn so eine Nachricht so krass triggern kann, dass er mit so einem Text antwortet. Und ich weiß nicht, widerlicher Typ, ob das jetzt eine Beleidigung ist, wenn dann eine relativ schwache. Und die Aussage ist ja auch, ne, berührst Mädchen, bla bla bla. Die ist ja auch basierend mehr oder weniger auf den entsprechenden Leaks, wo er das ja selber gesagt hat. Also das lässt sich ja recht schlecht dann als Verleumdung irgendwie taggen,
weil Reini das ja selbst gesagt hat. Ne? Er hat es ja in der Sprachnachricht zugegeben, dass er das getan hat. Dementsprechend ist der Typ, der ihn da geschrieben hat, eigentlich fein raus. Und jetzt schauen wir mal, was Rainer geschrieben hat. Das A-Loch kommt wie oft vor? 1, 2, 3, 4 Mal? Und ja, dann, wie er das Bärchen hier beleidigt. Also Reini hat halt einfach, unten ist nochmal Wichser. Reini hat halt einfach hier einfach 3-mal mehr Sachen gemacht, die irgendwie strafrechtlich relevant sind. Ja, und darüber lasst uns mal reden. Ja, haben wir gerade, Ofi, reden wir hierüber. Oh, das ist doch super. Ich liege mal morgen um die Uhrzeit. Weiter. Hoffentlich liegt man morgen um die Uhrzeit zusammen im Bett. Oh, das ist doch super von 5. Wie frühstücken? Witzig ist, ich hatte dich eigentlich fragen wollen, ob du beim Bäcker im Plauen am Bahnhof, wenn du noch die Zeit hast, auch noch Essen mitbringst. Alter Schwede. Da kommst du zu mir, dann können wir romantisch miteinander frühstücken. Du musst alles mitbringen, was wir zum Frühstücken brauchen. Aber ich habe 3 Teelichter. Na, und eine Senseo-Maschine. Ich kann dann Kaffee rauslassen. was mitnehmen könntest. Beim Bahnhof, wenn du im Bahnhof bei Plauen reingehst, hast du direkt dann einen Bäcker nämlich. Da hatte ich gedacht, könnten wir eigentlich zusammen schön hier einen Kaffee trinken und frühstücken. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Alle anderen Leute müssen für ihn wieder auskommen. Die Unverfrorenheit, die kommt zu ihm und jedes Mal, wenn die sprechen, fällt ihm wieder was ein, was sie noch mitzubringen hat. Jedes Mal wieder, ja, im Übrigen, ich brauche noch Zucker und dann brauche ich noch Soßenfix und dann brauchen wir nur hier, dann brauchen wir nur da, nimmst nur Geld mit, damit wir noch bei Uwe noch ein Händel holen können und vielleicht 1, 2 Bier trinken. Ach ja, und vom Bäcker bitte bringst auch noch was mit, dass wir was zum Frühstück haben. Ja, komm mich besuchen und bring bitte alles mit. Ich habe ja nur noch Nudeln hier. Du kannst ja mal 10 belegte Brötchen mitbringen vom Bäcker, ist doch kein Problem, oder? Junge. Flirten kann der Meister. Wobei man sagen muss, das Bärchen muss da ja schon eine riesen Einkaufstüte mitbringen, wenn sie ihn mal besuchen kommt. Ja, so eine große blaue Ikea-Tüte, mit sowas kommt ihr da an. Zucker, Soßenfix, Frühstück vom Bäcker. Also, falls ihr mal irgendwelche Frauen in Zobes seht, die dort mit einer riesen Einkaufstasche aus dem Busch steigen, dann wisst ihr, wohin die unterwegs sind. Wir könnten ja auch draußen grillen, wenn ich bei dir bin. Ja, das können wir vergessen. Zumindest im Moment. Wie willst du denn das anstellen? Man geht da raus, dann nimmt man Kohle und Grillanzünder mit, macht den Grill an und legt dann da Essen drauf, Rainer. Du weißt doch, wie das funktioniert. Du hast das doch gemacht während dem Schanzenfest. Gegrillt. Selbst wenn, ich kann mich nicht raussetzen zum Grillen. Das funktioniert nicht. Das weißt du aber doch. Nein, Rainer, du willst dich nicht raussetzen zum Grillen. Das würde schon gehen. Das würde schon gehen. Ne? Uwe hat, soweit ich weiß, gar keinen Grill da. Wenn wir sowas machen wollen, dann musst du dich halt mal ein bisschen gedulden. Wir können nicht alles auf einmal machen, auch wenn ich das gerne würde. Also man muss sich gedulden, man kann nicht alles auf einmal machen, aber dass sie so schnell wie möglich zu dir kommen soll, ohne Rücksicht auf irgendwas, alles mögliche an Klump mitnehmen und dann bitte jetzt schon Pläne mit dir schmiedet, wie ihr gemeinsam das Jobcenter bescheißen könnt, um dann ganz schnell eine dusselige Familie von geistig Zurückgebliebenen zu gründen. Das ist nicht übertrieben. Ne? Also gedulden. Sie will grillen mit dir, da muss sich gedulden. Beim Zusammenziehen und Kinder in die Welt setzen und das Finanzamt bescheißen, das ist alles spitz auf Knopf, das muss jetzt sofort passieren. Aber grillen, Alter, wir wollen ja nicht übertreiben. Wir können das auch mal machen, wenn wir dann zusammen wohnen oder sowas, dann suchen wir uns mal irgendwo in Nürnberg, da gibt es schöne Grillplätze.
Dann gehen wir da hin und grillen da. Können wir auch machen. Ja, erstmal zusammenziehen, dann grillen. Glaub mir, ich will das auch, aber das funktioniert halt nun mal leider nicht. Aber dass es mit mir Probleme gibt in die Richtung, das weißt du, aber doch. Ich kann viele Sachen, die ich gerne machen würde, nicht machen wegen den Hatern. Aber das weißt du doch, oder nicht? Das hier auch wieder, dass er da lügen muss. Er weiß natürlich, dass Uwe einen Grill hat. Er hat ja draußen diesen Pavillon und natürlich ist da auch ein Grill. Und das weiß er natürlich auch. Aber das ist halt dieses wunderbare Beispiel mal wieder, was bei ihm nicht stimmt bei seiner Argumentation. Er müsste hier an dieser Stelle gar nicht lügen. Er könnte einfach sowas sagen wie, ja, ich habe ehrlich gesagt zu viel Angst davor, draußen irgendwelche Probleme zu bekommen, wenn ich dann da sitze. Daher will ich gar nicht raus. Das Lustige hierbei ist ja, er sagt es ja sogar noch, dass er nicht raus kann wegen den Kritikern, gibt das also quasi zu, aber anstatt das sein Hauptargument zu belassen, kommt dieser falsche Stolz hoch und er muss dann irgendwas noch sagen, damit er nicht als Schwächling dasteht, so von wegen, ja, Uwe hat ja auch gar keinen Grill. Er müsste diese Lüge gar nicht mit reinbringen, von der natürlich jeder... Stimmt, es gab ja diese Aufnahmen auch, wo Leute draußen irgendwie mit Uwe zusammengesessen sind, irgendwie unterm Pavillon. Und da hat man gesehen, dass da ein Grill ist. Stimmt, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Weiß, dass es nicht stimmt, aber er macht es, weil er sich nicht selbst als ängstlich stehen lassen kann. Das Problem des Narzissten, lieber lügen, als ehrlich zu sein und eine Schwäche von sich preiszugeben. Und dann spricht das Bärchen davon, dass sie eine Mitfahrgelegenheit im Internet gefunden hat, um in seine Richtung, also nach Plauen zu kommen. Und das fand der Reini dann auch nicht ganz so doll. Man muss morgen raus. Ja, du hast ja gesagt, du weißt noch nicht, wann der fährt, oder? Und der ist von dir um der Ecke, oder was? Egal. Aber erzähl den aber nicht zu viel, ne? Warum du nach Plauen willst und so weiter. Ja, da spricht wieder die pure Angst. Alle Leute, die nach Plauen fahren, sind alles Hater. Es sind ausnahmslos alles Hater. Obwohl, gut, in der Zwischenzeit Mitfahrgelegenheit nach Zobes kriegst. Bloß niemand mitbekommt, dass jemand zum großen Drachenlord will, denn in Plauen gibt es ja auch nichts anderes zu tun. Da gibt es ja nur ihn, weswegen die Leute da hinkommen in diese Stadt. Aber wir werden später noch einen sehr schönen Beweis dafür sehen, dass diese Paranoia bei ihm immer noch sehr aktiv ist. Ja, meine Verbindung ist gerade mega schlecht. Keine Ahnung warum. Ich sag gerade, dass meine Verbindung gerade schlecht ist. Was hast du denn davor gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Wenigstens weiß ich, wie ich dich einschlafen lassen kann, wenn du nicht schlafen kannst. Ich will jetzt noch aufs Klo gehen und dann werde ich wahrscheinlich schlafen gehen, weil es das letzte Mal ist. Am Wochenende bin ich länger wach. Wegen vor der Haustür. Bin ich bis mindestens 4 wach. Wenn ich dann denke, dass ich dich morgen endlich mit am Aber die Story, dass er bis mindestens 4 wach ist, nur wegen die Haters, jede Nacht, wie er die immer noch durchzieht, das war ja seine alte Schanzenstory auch damals. Ich kann gar nicht schlafen, ja. Die einzige Zeit, wo weniger Hater da sind, ist irgendwie zwischen 4 und 7 oder was er da gesagt hat, oder zwischen 4 und 8 Uhr in der Früh. Und er schläft dann jede Nacht einfach bloß 3 bis 4 Stunden. Und deswegen ist er auch immer so müde, deswegen gähnt er auch immer so viel. Und die ganzen Ausreden, das ganze Klump, das benutzt er jetzt 1:1 wieder in der neuen Schanze. Und das ist halt offensichtlicher Horse-Shit. Vor allem, weil er eben in der neuen Schanze, die Leute fahren da deutlich weniger hin, weil sie eben ihr Met nicht kriegen. Die Leute sind zum Schauerberg gefahren, weil sie den Tanzbären tanzen sehen wollten. Und der Tanzbär hat auch immer fleißig getanzt. Ja? Und das passiert jetzt nicht mehr. Und wow, Käsepriest, die Besuche werden weniger. Klar, die Leute, die da hinfahren, um nur eine Scheibe einzuschmeißen, die fahren da trotzdem hin. Aber die ganz normalen Leute, in Anführungsstrichen, ja, für die gibt es ja da nichts. Die gibt es ja da gar nichts. Warum sollten die da hinfahren? An den Arsch der Welt. Macht überhaupt keinen Sinn. Aber Rainer benutzt es immer noch als Ausrede. Es ist immer noch, oh, das und das kann er alles nicht machen, weil die stehen da permanent. Warum denn eigentlich? Warum musst du eigentlich aufpassen? Sag nicht mal dein Haus. Und Kamera habt ihr doch auch da. Ist doch alles gut. Na, wenn da irgendjemand irgendwas einschmeißt, dann habt ihr den ja auf Kamera. Alter. Na, freue ich mich schon. Rainer, du dattelst bis 4 Uhr in der Nacht. Ne?
Zockende, fressende, wichsende. Das ist das, was du machst bis 4 Uhr in der Nacht. Tut jetzt so, wie wenn er jetzt irgendwie mit irgendwelchen Leuten durch die Wildnis ziehen und dann müssen sie Nachtwache halten, damit sie nicht von Banditen überfallen werden. Und du hast dich jetzt wirklich über das Thema Polyamor informiert und kommst damit klar. So, dann würde ich sagen, gehen wir ins Bett, oder? Keiner, ich habe jetzt vor kurzem jetzt hier mal wieder Dinge gehört von den Cola-Bärchen-Leaks. Wenn jemand mit diesem Thema nicht klarkommt, dann bist es du. Ne? Du warst nämlich der krankhaft eifersüchtige Freak, der auch beim Cola-Bärchen dann immer hin und her hinterher telefoniert hat und bei ihr ja auch mit diesen 30 Anrufen in der Nacht und alles, der super krass eifersüchtig wird. Schließlich musst du morgen früh raus und ich muss noch ein bisschen aufräumen. Außerdem muss ich morgen das Fenster dicht machen. Hallo. Ja, ich habe eine... Wie, Rainer? Wir wissen alle, dass du 2 linke Hände hast und an jeder davon sind 5 Daumen. Wie willst du bitte irgendwas Handwerkliches in dieser Bude machen? Das Fenster dicht. Wie? Neues Panzertape gekauft, einen frischen Müllbeutel davor geklebt. Platte vom Uwe gekriegt. Die werde ich morgen da irgendwie reinfriemeln. Genau. Nicht, dass wenn du mir hier zu laut wirst, die ganze Nachbarschaft sonst weißt. Naja, für mich wäre das ziemlich geil. Für dich vermutlich auch. Aber es ist ein bisschen doof, wenn du dann hier gehst oder hier die Leute, die Hater das mitkriegen. Diese Gedankengänge, einfach unglaublich. Ja, und da sind wir vor allem, Ufi, da sind wir wieder in der Story. Der hatte die Story schon mal erzählt früher. Ja, dass er angeblich irgendeine Eule da drin gebimst hat und zwar so brutal, dass man es draußen überall gehört hat und die Hater sind gekommen und haben gedacht, er schaut sich ein Porno an. Diese alte Räuberpistole, die hat er auch schon mehrfach erzählt. Dass er meint, er bringt die Frauen so zum Kreischen mit seinem Kampfstachel und das in seinem... Ja, der Shrimp. Der magische Shrimp. bisschen was zeigt. Wir schauen da mal rein. Ich kriege die ganze Zeit Nachrichten von irgendwelchen Hatern. Ich habe jetzt ihm eine gewürzte Nachricht geschickt. Was hast du ihm denn geschrieben? Ich habe ihm versucht klarzumachen, wie hirnlos er ist, wie asozial er ist und was für ein Abschaum er ist. Na, das war wahrscheinlich diese Nachricht, die wir da vorhin mitbekommen haben. Ich zeig dir mal was. Flext der jetzt mit WoW-Charakteren? Also anscheinend scheint 70 das Maximum-Level zu sein aktuell bei WoW, wenn mich das nicht täuscht hier. Weil er hat 1, 2, 3, 4, 5 Level 70er auf dem Server. Hier. Mein Magier, mein Dämonenjäger, mein Druide, mein Todesritter, alle auf Level 70. Rote Wow. Bedrohung, mein Pandare, den habe ich nie weitergespielt. Das ist einer meiner ersten Charaktere gewesen. Der Gnomnos, den habe ich vor kurzem erst erstellt. Liegt das an seinem Rechner oder ist World of Warcraft immer noch... Kriegt das nicht irgendwann mal so ein bisschen so ein Grafik-Update oder sowas? Das sieht ja trotzdem aus. Mein Jäger. Das hier ist mein allererster Charakter, den ich je erstellt habe. Damals habe ich keine Ahnung von. Davon habe ich damals keine Ahnung gehabt, was Horde und Allianz ist. Oder wie er die nennt auch. Lecco Mio. Rainer DL. Carlo Niel. Wollte da Caroline schreiben? Oder Kalorien? Ich weiß es nicht. Das war der allererste Chart, den ich je erstellt habe. Ja, das sind beides Allianzler. Das sind aber mit die ersten Charts, die ich erstellt habe. Aber du siehst, der ist erst auf Level 6.
Ich habe keine Ahnung damals gehabt davon. Ich bin damals. Ja, Rainer, dann würde die Chars vielleicht auch, wenn du die nie spielst, vielleicht einfach weglöschen. Also einfach hergegangen, habe mir die ganzen Dinge angeschaut und habe mir einfach irgendeinen Charakter genommen, wo mir vom Charakterdesign her am besten gefallen hat. Und das waren halt die Elfen. Beziehungsweise die Dunkelelfen wegen den langen Ohren. Und das ist aber nur der eine Server, ne? Ich habe hier noch den BlackRock-Server. Da habe ich noch meinen 64er-Rufer. 64er-Rufer, 56er Trodinare. Das war eigentlich auch mein Highlight, aber das war mein erster High-Level-Char. Das war damals auf 130 oder was das war. Aber dann haben die ja die Levels returned und haben die ja auf Level 60 oder 70 wieder runtergesetzt. Und deswegen ist der jetzt auf Level 56. Mein Deathmind, das ist mein erster Magier Deadmine steht da. gewesen. Okay, eigentlich wollte ich es durchspielen lassen, aber hier muss ich einmal kurz einhaken. Ich blende euch das Bild nochmal ein. Deathmind. Ich kann nicht mehr. Also schon bei den anderen rote Bedrohung ohne das G am Schluss. Aber Deathmind, das hat mich jetzt komplett gebrochen. Unglaublich, der Reini. Aber wenn ihr ihn mal besuchen wollt, hier habt ihr jetzt eine komplette Liste an Charakteren in WoW. Vielleicht macht ihr ein wenig Fanmanagement, wer weiß. Ich meine, das ist ja ein Multiplayer-Spiel und da freut man sich ja, wenn man auch ein bisschen Gesellschaft bekommt und man mit ihm zusammenspielt. Dann habe ich hier meinen ersten Todesritter, damals auf BlackRock gespielt. Mein Deminea, erster Dämonenjäger, war auch mal ein High-Level-Char. Einer meiner ersten Druiden, der Trutinar. Den habe ich vor kurzem erst erstellt, glaube ich. Und dann der Ogerlos. Das war damals ein Livestream-Charakter. Das ist Ogger. Er kann nicht mal Oger richtig schreiben. Es ist ja fürchterlich. Aber keine Ahnung, ich weiß jetzt gerade am Runde, was ich dazu sagen soll. Also er schreibt die Namen falsch. Wie heißt ein Drache? RW stellenweise, was am wild ist. Aber was soll ich jetzt dazu sagen? Er flext jetzt mit seinen, ich weiß nicht wie viel WoW-Charakteren. Herzlichen Glückwunsch, Rainer, hast es geschafft. Ja. Hä? So. Ja, und dann hat der Blackhand mit den 2 Chars, die kennst du ja. Dann habe ich mir hier. Was ist denn das hier? Norganon. Keine Ahnung. Vor allem, wie viele von diesen Elfenmagiern will er sich denn noch machen? Ist da nicht irgendwann der Witz raus, oder? Wenn du praktisch denselben Charme mit derselben Rasse, derselben Klasse einfach immer und immer und immer und immer wieder spielst? Also neue Charaktere anfängst? Ich meine, wenn du deinen einen Main-Character viel spielst, ja, schön und gut, aber wenn du nochmal von vorne anfängst mit derselben, also das ist doch eine reine Beschäftigungstherapie, oder? Da sitzt er doch einfach dann, das ist der Grund, warum er bis 4 Uhr nachts da sitzt. Er kann nicht pennen, weil er sich über den Tag verteilt wieder keine Kaffee mit 2 Kilo Zucker gerendert hat und dann hockt er sich dahin und dann fängt er aus Langeweile irgendwelche neuen Charaktere an und daddelt die hoch. Keine Ahnung, was mit dem ist. Habe ich, glaube ich, mit jemandem zusammengespielt. Und dann gibt es hier noch den hier. Habe ich auf dem Roleplay-Server gespielt. Aber bin da nie richtig reingekommen. Der ist bis auf Level 4. Er ist da nie richtig reingekommen, weil auf dem Roleplay-Server wird's wie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel gespielt. Und da hat er wahrscheinlich kein Wort verstanden von dem, was die Leute ihm gesagt Ich haben. drücke immer auf die falsche Taste. Ja, Reini, da Ich weiß nicht, wie lange er jetzt schon WoW spielt, aber offensichtlich erst schon länger, weil er ja schon so viele High-Level-Charaktere hat. Und er checkt immer noch nicht, auf welche Taste er drücken muss. Hey, herzlichen Glückwunsch, Rainer, du hast es echt geschafft. Ich wäre gern du, not. schauen. Wir hören mal weiter. Der Witz ist, ich habe frische Brötchen hier jetzt. Wärst du hier, könnten wir frische Brötchen essen. Na, das kannst du machen. Und dann setzen wir uns hier hin und dann frühstücken und das Nachtisch von das richtig. Ja, man kann nicht auch einfach nur frühstücken. Laugenbrötchen, Käsebrötchen, Käsestangen. Noch dazu, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber
wenn ich mich so richtig vollgefressen habe, dann brauche ich ja gewisse Verdauungspause, bevor es wieder mit Snoozen weitergeht. Was ich auch liebe, sind Croissants mit frischer Marmelade. Allerdings habe ich keine Marmelade da. Ja, das war der dezente Hinweis, dass das Bärchen, wenn sie doch kommt, Auch noch Marmelade mitbringen soll. Ja, richtig, Ofi. Richtig, Ofi. Weil sonst können sie nicht romantisch frühstücken und dann geht die Vernaschung danach nicht so vonstatten. die Welt. Was ich auch liebe, sind so Käse-Schinken-Croissants, also Croissants, die mit so Käse-Schinken gefüllt sind. Das ist auch epic einfach nur. Ich kenne die Dinger. Er meint da sicher diese Retorten-Aufbackdinger, die es am Backshop immer gibt und ich finde die widerlich. Weißt du eigentlich schon, wann du jetzt kommst? Kommst du jetzt schon morgen oder übermorgen erst? Weil du gesagt hast, am Montag wollte ich am Montag kommen. Nein, ich sagte Sonntag oder Montag. Sonntag geht auch, wenn du nicht Sonntag zu spät hier ankommst. Wenn du gegen Mittag oder so ankommst, sollte das auch gehen. Naja, letzten Endes ist es dann eine Entscheidung. Montag ist halt der letzte Tag, ne? Wenn das nicht klappt, dann habe ich die Schnauze voll, die ganze Zeit hier irgendwas zu planen und so weiter, dann geht's. Er ist wieder super sympathisch. Sie sagt, ja, nee, ich komme am Montag und dann, ja, aber hier, wenn du am Montag nicht kommst, dann brauchst du gar nicht mehr kommen. So, dann, wann? Geht's mir nach hinten los. Ich mache normalerweise keine Ultimaten, aber das geht mir einfach auf die Nerven jetzt. Doch, Rainer, du machst dauernd Ultimaten. Du hast, ich glaube, ihr allein schon 2 Ultimaten gestellt und bei jedem Bärchen kommt irgendwann das Ultimatum. Bis dann und dann haben wir uns getroffen, bis dann und dann hat es Snooze nur gegeben, bis dann und dann ist das und das passiert, weil ansonsten, wenn du mir nicht gleich anrufst, dann. Und da reden wir gerade davon. Jedes Mal wieder dieselbe Scheiße. Aber Rainer stellt keine Ultimaten. Nein. Wie man bloß auf die wahnwitzige Idee kommt. Kann es sein, dass du Angst hast, wegen immer hin und her schiebst? Angst nicht, aber ich habe schon ein wenig Bedenken, wenn ich höre, dass dieser Klonter da vor deinem Haus rumgammelt. Der gammelt nicht hier rum. Der war hier und ist wieder weg. Der durfte auch nicht hier bleiben, der hat ja einen Platzverweis bekommen. Ich frage mich halt, ob du das absichtlich oder unabsichtlich ganz manipulierst oder versuchst zu manipulieren. Der Grund, warum ich übrigens denke, dass du das vielleicht bewusst oder unbewusst manipulierst, ist auch, weil ich glaube, dass das alles ein bisschen komisch ist wie beim letzten Mal, wo du dann bei deinem Kumpel warst. Und das kommt mir einfach alles ein bisschen zu komisch vor. Das sind alles ein bisschen zu viele Zufälle. Ja, zur Erklärung, das war diese Geschichte, wo sie abends mit einem Freund unterwegs war und Reini 33 Mal angerufen hat. Ja, stimmt, 33. Ich habe 30 Mal gesagt, Asche auf mein Haupt, 33 Mal hat er angerufen. Das ist natürlich dann vollkommen normal. Ihr erinnert euch noch. Das bringt er nun als Vorwand an, weswegen diese ganze Situation angezweifelt wird von ihm, ob sie denn wirklich Interesse an ihm hat oder in Wirklichkeit vielleicht doch mit einem anderen Typen zusammen ist. Und alleine daran merkt man schon wieder diesen verworrenen Gedankengang. Wenn eine Frau, mit der man im Kontakt ist, mit einem alten Bekannten abends mal weg ist, dann ist das für Reini ein Grund, ihr zu misstrauen und zu hinterfragen, ob sie wirklich Interesse an ihm hat. Aber wenn er sie im Schlaf anpackt gegen ihren Willen, dann ist das doch ganz normal und sowas ist kein Grund, warum sich eine Frau nicht mehr für ihn interessieren würde oder ihn sogar verachtet. Wie wär's denn mal mit dem Gedanken, Reini, dass du durch deine Handlung diese Frau zur Haterin gemacht hast, wie so oft schon geschehen in der Vergangenheit? Aber darauf kommst du scheinbar nicht. Weil ich nicht sicher bin, ob du damit wirklich klarkommst, dass ich Polyamor bin. Ich habe jetzt auch mit den anderen beiden darüber gesprochen, also die wissen auch, dass ich ja mit jemandem Kontakt habe noch zu. Die anderen beiden. Also die eine wird wahrscheinlich diese Mary sein, die wollte zu dem Zeitpunkt auch schon nichts mehr von ihm wissen. Und die andere ist entweder aus Denken, muss aus Denken sein. Weil zu Light Warrior hat er zu dem Zeitpunkt auch schon keinen Kontakt mehr gehabt. Oder keine Ahnung, ist er noch nicht geblockt worden von ihr und hat deswegen theoretisch Kontakt. Das wäre geil, oder? Wenn dann Light Warrior irgendwann das Ding schon lange abgehakt hat, das Thema Rainer. Und dann kommt irgendeine WhatsApp von ihm. Im Übrigen, ich habe jetzt eine Freundin, die will nichts mehr von dir. Zusätzlich, weil die beiden haben halt Ich mach Schluss. von Anfang an ganz anders auch darauf reagiert. Die wussten das halt auch besser vorher und die kommen damit halt auch besser klar als du, glaube ich. Weil die halt auch selber in anderer Art von Beziehungen sind. Also ich bin jetzt nicht in Beziehung mit irgendjemandem, aber
die sind halt vom Charakter her anders. Die eine hat mir heute geschrieben, hat halt auch weiterhin, wir waren vor einigen Wochen, Monaten mal zusammen, eine Zeit lang, auch wenn es keinen Sex gab, weil wir uns das getroffen haben. Aber sie hat halt auch gemeint, dass sie, weil wir auch darüber gesprochen haben, eventuell Kinder zu haben und alles, und hat sie auch dann vorhin zu mir gesagt, dass sie weiterhin auch Lust darauf hätte, mit mir Kinder zu haben und alles. Ja, natürlich hat sie das gesagt, Rainer. Natürlich, jede Frau will Kinder mit dir. Ist halt alles im Moment nicht so einfach für mich. Jetzt bin ich gestorben. Ja, du hast mal wieder versagt, Rainer. Du hast mal wieder. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, Moment mal, der HP-Balken, der ist ein bisschen low. Passt. Ja, das ist aber auch schwierig, wenn alle Frauen Kinder von einem wollen und man sich dann erstmal aussuchen muss, mit wem man denn dann welche zeugt. Und wie man das dann alles auch unter einen Hut bringt, wenn die Frauen einem die Türen alle einlaufen. Ja, richtig. Ganzen Kindergarten voll. Und wie ist es jetzt für dich, wenn ich dir das sage? Ich denke halt auch drüber nach, ob das überhaupt sonderlich sinnvoll ist, mit dir was anzufangen, wenn ich so bin und wenn das so ist für mich. Und weil ich dir halt auch nicht wehtun will und so weiter und das für dich aber auch nicht einfach ist und schmerzhaft ist. Ich bin schon seit Wochen am Überlegen, ob das so eine sinnvolle Aktion ist. Schon bevor du das letzte Mal da warst, habe ich da schon drüber nachgedacht. Ja, genau, das haben wir gemerkt, dass du genau darüber nachgedacht hast. Der tief in sich gehende, in Gedanken versunkene Rainer, der sich denkt, oh, das ist ein krasses Dilemma. Nix, den Maulwurf hast du rausgeholt, wenn du an sie gedacht hast. Nicht daran, ob du sie verletzen könntest oder nicht. Das mit Kindern ist ja erst einmal gerade nicht das Thema, sondern es ist allgemein halt einfach die Situation, dass ich halt auch... Rainer, du hast doch gerade das Thema aufgemacht. Ich sehe es doch in-game, dass du immer noch am selben Punkt stehst, Reini. Das Thema hast doch gerade du aufgebracht mit deiner Polyamor-Scheiße und ob das für sie in Ordnung ist, dass du nur mit anderen Leuten Kinder hast. An mehrere Menschen verliebt bin zur gleichen Zeit. Ja, ich habe Gefühle für dich. Aber ich habe halt nicht Gefühle nur für dich, sondern auch für andere. Und das ist Außerdem habe ich gar keine Gefühle für dich. aber etwas, womit du nicht klarkommst. Oder täusche ich mich? Richtig, es hat nichts damit Das ist A richtig und B falsch, Rainer. zu tun, dass ich jemanden mehr oder weniger mag. Reini, ich möchte dir mal was erklären. Das, was du da hast, ist Samenstau. Und eine Richtig, Reini ist einfach nur notgeil. Es hat ich habe Gefühle für irgendjemanden, einen feuchten Kehricht zu tun. mit dir auch um einiges besser gehen, mein Lieber. Man kann es klar probieren. Und ich sage halt auch ganz ehrlich, ne, ich will dich auch treffen, um halt auch Sex zu haben mit dir. Zum einen, weil wir halt auch das ganze letzte Jahr eigentlich ja sowas von vorhatten. Oder das letzte halbe Jahr. Ganz ehrlich, er ist so hängen geblieben, dass er tatsächlich denkt, streng genommen sind die schon ein Jahr zusammen, weil er sie vor einem Jahr kennengelernt hat. Eigentlich schuldet sie ihm jetzt ein Jahr lang Sex. Das ist sein Gedankengang. Er hat praktisch nur wegen ihr das letzte komplette Jahr kein Snoo-Snoo gehabt. Deswegen schuldet sie ihm jetzt ein Jahr Sex. Und jetzt hat sie gefälligst aufzuschlagen und Wurstfach hinzuhalten. Vor einem Jahr, ein halbes Jahr lang, wie auch immer. Weißt du, was ich meine? Ich möchte dich aber auf keinen Fall in irgendeiner Form ausnutzen, weder emotional noch körperlich. Ja? Rainer, du hast finanziell vergessen. Und ja, du willst genau das. Du willst sie emotional, körperlich und finanziell ausnutzen. Das ist dein Ziel. Du willst, dass die daherkommt, laberst dir einen von der großen Liebe vor. Du willst, dass sie Wurstfach herhält, damit deine Triebe befriedigt sind. Und du willst, dass sie vorher noch schön fressig einkaufen geht, damit du nicht so viel Geld ausgeben musst für deinen eigenen Lebensunterhalt. Rainer, du willst sie ausnutzen, richtig? Natürlich, Gefühle habe ich für dich. Und ich sage das nicht nur, es ist auch so.
Er will sie nicht. Die dann ankommt und dann ging es nochmal um Klonter und Lenny. Verständlich. Aber ich glaube nicht, dass am Sonntag irgendwas ist. Erfahrungsgemäß ist am Sonntag nichts. Na, Keine Hecke. Widerspricht sich schneller als sein Schatten. Rainer, ich hätte gedacht, am Wochenende ist es immer am schlimmsten. Deswegen soll doch das Bärchen unter der Woche kommen. Weil am Wochenende sind doch die Hater immer am schlimmsten da. Und deswegen soll sie ja auch erst am Montag wieder fahren. Weil es so schlimm ist jeden Sonntag. Und jetzt auf einmal ist am Sonntag überhaupt nicht schlimm. Da sind ja kaum Leute da. Beißt sich ja wenig. nein. Und gestern war auch nach der Aktion nichts mehr. Das sind aber auch die größten Spackos, also dieser Klonter und so, die da vor dem Haus stehen. Da gibt es noch größere Spacken, aber er gehört definitiv zu den Top 10. Also für mich ist Klonter schon der übelste von allen. Nein, ist er nicht. Grundsätzliches Widersprechen. Da wären wir jetzt beim Wingelbingo schon wieder einen Punkt weiter. Keine Ahnung. Ihr erinnert euch, dass es ein knappes Jahr her, wie er gegen Klonter gewettert hat. Zwischenzeitlich wollte er ja einen Boxkampf mit ihm machen. Wie er den auf dem Kicker hatte die ganze Zeit. Und jetzt, ja, nee, so schlimm ist der eigentlich gar nicht. Es gibt viel Schlimmere. Warum? Weil sie gesagt hat, dass der schlimm ist. Nee. Nee. Du hast gar keine Ahnung, halt lieber dein Maul, komm her, Wurstfach herhalten. Ofenkäse finde ich viel schlimmer. Ja, Ofenkäse findet er viel schlimmer. So ein Krampf, Rainer, so ein Krampf. Warum solltest du den Ofenkäse schlimmer finden? Der macht es am objektivsten von allen Leuten. Findest du? Der steht doch nicht vor deinem Haus und macht real Stress bei dir. Ja, aber er stachelt andere zu Besuch an. Einen Scheiß tut der. Reine tut er nicht. Nachweislich nicht. Rainer, das Einzige, was dich an Ofi stört, ist, dass der Barne verdient mit der Scheiße. Das ist der Punkt. Und das ist schlimmer, weil dadurch noch mehr Leute auf diese Preise aufmerksam werden. Anstiftung ist gefährlicher als selber Besuch. Wenn er selber Besuche macht, kann man ihn anzeigen. Wenn er aber hergeht und Leute anstiftet, kann man dagegen kaum was machen. Anstiftung zu Straftaten werden genauso bestraft wie die Straftaten selbst. Dementsprechend könnte man, wenn er denn das tun würde. Aber Reini, er sagt doch permanent, ja Leute, macht das nicht, macht das nicht, macht hier nicht, macht da nicht. Ja, und für unseren Reini stifte ich die Leute zu Besuchen ein. Da mal weiter. Wir hören jetzt erstmal weiter. Was ist denn das hier für einer Drachengamer? Da heißt jemand Drachengamer. Da haben wir gleich den Feind wieder ausgemacht. Irgendjemand heißt Drachengamer. Und das muss natürlich ein Hater sein. Er spielt einen Trakteur. Hört sich an, als wäre das ein Hater. Die Paranoia kickt. Die Paranoia kickt, Das Reini. war doch bestimmt nur jemand, der wegen dem Traktor den Namen gewählt hat und nicht wegen dir. Das ist gut möglich. Ne? In so Fantasy-Rollenspielen ist bald mal irgendwas Drache. Mir schon klar, aber Drachengamer? Drachengames LP ist mein YouTube-Account, also mein Gaming-Account gewesen. Bleib gut drauf. Ja, und die Paranoia ist selbst hier auf den WoW-Server noch ständig vorhanden. Ja, auf Vollgas. Wenn die Leute sich da permanent nur irgendwelche Ingame-Namen geben würden, um ihn zu triggern für den Fall, dass sie ihm über den Weg laufen. Jemand, der ihn vermutlich nicht mal kennt. Und Reini denkt wieder, er wird verfolgt. Erinnert ein wenig an diese Geschichte. Ja, im Übrigen, die Leute, die neulich mit mir gegen mich League of Legends gespielt haben und im Aram den Boden mit mir aufgewischt haben, für den Fall, dass sie das hört, war ein lustiges Spiel. Geschichte mit dem Ranger damals auf dem Parkplatz, wo diese polnische Familie neben ihm gehalten hat und das natürlich auch Hater waren, weil die so komisch rübergeguckt haben. Es Die Polen-Hater, das sind die Schlimmsten. Die Schlimmsten, die bringen die Böller gleich mit. bleibt halt alles wie immer beim Reini. Und die ganzen Hater, das ist kein anderer. Keiner von den Hatern ist da eine Ausnahme. Klonter hat keine große Reichweite. Der wird von den Hatern selbst gehasst. Ja, nicht von allen, wie gesagt. Klonter mag eine polarisierende Figur. Entschuldigung, eine polarisierende Figur sein im Game, aber gehasst, weiß ich jetzt nicht. Ne? Und Reini,
Klonter hat mehr Reichweite als du auf Etzadler YouTube. Schließ dich nicht so auf den Klonter ein. Das wertet ihn nur auf. Naja, es ist letzten Endes deine Entscheidung. Macht Letzten Endes! Klonter eigentlich nur Videos über dich oder auch über andere? Ja, dreht sich nur um mich, aber schließ dich nicht so auf den Klonter ein. Weiß ich nicht. Jetzt hör endlich auf, über den Klonter zu reden und rede über mich. Huldige mir. Ich beschäftige mich damit nicht, weil ich mich damit nicht auseinandersetzen möchte, weil mir das auf den Sack geht. Das ist ein dreckiger Hurensohn und ich denke nicht die ganze Zeit drüber nach. Das solltest du auch nicht. Das wertet ihn nur auf. Das ist genau das, was er will. Ist halt so, dass so hinten rein. Und das Pech müsste schon extrem sein, wenn genau in dem Moment dann da Klonter steht. Das glaube ich nämlich nicht. Der dürfte nicht. Der hat ja auch nichts Besseres zu tun, als dass er 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, um dieses Haus in Zobes rumläuft, in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Bärchen reinläuft, das er abfangen kann. So schaut das Leben von Klonter aus. Der darf nämlich nicht hierher momentan. Der hat Platzverweis bekommen. Aber ein Platzverweis dauert nur 24 Stunden. Ich glaube trotzdem nicht, dass der hier noch ist. Du musst bedenken, der Natürlich ist der da nicht mehr Rainer. der wohnt ja nicht hier Richtig, Rainer. Du wohnst da. in der Umgebung. Ich weiß, wo er wohnt. Ich weiß auch, wie er real heißt. Und ich glaube nicht, dass der hier noch ist. Ich glaube auch nicht, dass der je vorhatte, hier länger zu bleiben. Ich darf es dir aber nicht sagen. Aber ich weiß es, seit er mein Lager gelöscht, ich weiß es, wie er heißt, seit er mein Lager eingebrochen ist letztes Jahr. Hier noch ein kleiner Schlaganfall zwischendurch, aber wir hören mal gleich weiter. Gegen den läuft eine Fahndung. Und es läuft auch gerade alles bei der Polizei. Also die wissen auch Bescheid, dass der da jetzt Scheiße gebaut hat. Ja, Rainer, gegen dich laufen, ich weiß nicht, wie viele Ermittlungen momentan. Weiß man da jetzt auch schon, dass du Scheiße gebaut hast? Ist das jetzt schon fix? Kann man dich jetzt dafür schon verurteilen, oder? Von daher, der ist nicht mehr hier. Mach dir da keinen Kopf und denk dir die ganze Zeit über den Klonter nach. Mann, du wertest den nur auf, indem du dir die ganze Zeit Sorgen darüber machst. Und das ist der Typ nicht wert. Der hat in deinem Kopf nichts verloren. Ja, das hast du jetzt zu bestimmen, über wen sie nachdenken darf und über wen nicht. Schönes Schlusswort. Der große Frauenrespektslord hat wieder zugeschlagen. Oh, Leute, das war jetzt ein bisschen... Das hat sich ein bisschen gezogen. Ne? Das war jetzt ein bisschen nicht so ereignisreich, diese 2 Leaks. Aber wir haben noch 16, 17, 18, 3 Stück, glaube ich, haben wir noch vor uns. Und das mache ich dann demnächst. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Metal off.